Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass wir heute eine Debatte feiern. Der Minister Maisch hat heute an der Presse gekündigt, er will über die Vierberedung von den Kindern, ob die Konditionen hier am Land schwätzen, und noch über die Rekrutimentskonditionen später beim Staat. Und die meisten Redner tun aber bislang über Schulsystem am Ganzen geschwärzt oder speziell über die multilinguale Freiförderung. Ich meine, all die Sujets kann ich nur in 10 Minuten nicht aufdecken, dafür will ich mich auf ein paar Sachen konzentrieren. Das erste ist, dass ich rappellieren, was ich heute schon gesagt habe, was der DR wird proposieren, an ihre Programme für den Schulunterricht, auf allem auch den Sprachenunterricht neu zu orientieren. Dann sagt ja, es ganz stark Herz leid, als dass wir den Nivellement müssen stoppen. Wir sind die erste Partei, die das heute sieht. Und wir sind ganz bewusst, weil wenn ein Problem da ist, das kann den Spaß und einen Spruch verlieren, kann das auch damit zusammenhängen, dass eben keine Systematik am Lehren mit da ist. Dass das spielerisch dazu führt, dass ihr nicht mehr kennt, wo die Strukturen liegen, wo die Regeln sind. Das ist schon wichtig, dass ihr sich orientieren kann, das ist auch für die Kinder wichtig, dass eben nicht nur spielerisch gelehrt wird, mir eben auch seriös an einem Sinn, den ihnen erlaubt, Regeln nur zu vollziehen, zu verstehen und zu reproduzieren. Wenn heute gesagt wird, dass Kinder in kleinen Jahren keine Leskompetenz mehr haben oder innerdurchschnittlich viel, ist das auch eine Konsequenz von einem nicht systematischen Leselehren, weil sonst wäre es besser. Das ist schön, wenn heute eine politische Partei kennt, wie so, das ist ja nicht schlimm, wenn Kinder Fehler machen, wir haben Experten an der Chambre, die kommen, die auch Fehler haben auf ihre Sliden, als dann als Vorbildfunktion, als dann als Ziel, dass als Kinder sollen lernen, falsch schreiben. Wir hören hier ganz viele Leute, die so, muss man in Naturwissenschaften gemerkt gehen. Mir ist da noch nicht eine logische Kontradiktion an einer Naturwissenschaft, ein Ingenieur, der eine Brick baut, die hält oder zerbricht. Dat du hast das Fehlerprinzip dann aber eng Notwendigkeit, wie den die Leute seht, wer richtig als wie eng Formel appliziert wird. Wie wat soll dat net göllen an andere Bereiche von der Bildung, an der Sprache, die so zentral sind. Als dat nicht eine Kontradiktion, an den engen Bereichen muss man Fehler respektieren und korrigieren, und an den anderen Bereichen soll man das nicht machen. Ein zweites Grundprinzip ist, dass wir der Überzeugung sind, dass als Primärschulen da sind, für die eine wichtige Charakteristik von unserer nationalen Identität zu pflegen und die nächste Generationen führen zu gehen, dass das als traditionell dreisprachig geht. Die können wir auch nicht einfach so ersetzen. Wenn wir hätten, dass Lützeburger und all die Leute, die hier am Land ableben, teilholen und den kulturellen Umfeld, von dem wir leben, mit Frankreich, mit der Belgien, mit Deutschland, da gibt es keine Alternative zu einem guten Enseignement von der Sprache, weil wir schneiden uns doch auf von unserem eigenen kulturellen Umfeld, nicht zu schwätzen von unserer eigenen Kultur und unserer eigenen Geschichte. Und das dritte ist, für uns als eine Selbstverständlichkeit, eine absolute Selbstverständlichkeit, dass Lützeburg an alle Schulen, an alle Kreche muss geschwärzt gehen, als Umgangsspruch, an alle Schulen, als Integrationsspruch, als Schulfach. Das ist ja alles ein absolut selbstverständlich geht an genau demselben Sinn, an genau demselben Recht wie alle anderen Nationen auf dieser Erde, ob hier Spruch insistiert, an eben zu der Kultur steht und zu dem Heritage, den sie eben hat und den sie repräsentiert, wie das Welt mir reich zu machen. Das soll auch für Lützeburg ohne Diskussion gelten. Wir wollen, dass die Integrationsspruch Lützeburg primordial behandelt wird. Das ist das, was das zusammenhält. Wenn wir auch mehr nach eine Solidargemeinschaft in diesem Land tun, dann muss es einfach eine gemeinsame Referenz gehen, wo wir wissen, wir schwätzen all dieselbe Spruch, am nicht nur in linguistischer Hinsicht, aber auch an dem allem, was da mitschwingt, wie das man ist in diesem Land so divers wir sind, aber rumfahren an eine Solidargemeinschaft aufbauen, die auch Belastungen in der Zukunft kann zusammen auszahlen. Dafür ist die Zusammengehörigkeit, Integration über Spruch als eine Zentraldimension. Die Diskussion wird immer mehr wichtig. Wir brauchen keine Segregation, wir brauchen Integration, weil wie soll dann hier das Konzept von der Regierung, wie es hinzuführen an eine Population von 1,1, 1,2 Millionen Leute hier im Land, wo die Lützeburger sprachisch ja ganz sehr minoritär wäre, wenn man nicht bewusst ganz dynamisch einen Integrationsprozess über Spruch machen. Wie ist dann das Gefühl für eine kleine Lützeburger sprachische Minorität dann zu sehen an einem Land von 1,2 Millionen Einwohnern? Am Hintergrund keine andere Alternative, wie DW zugrunde, den der proposiert, wie zu so ein Lützeburg systematisch, konsequent, weil sonst können wir ja auch nicht den wirtschaftlichen Abbau von diesem Land, so wie die Regierungen sich schon vorstellt, weiter zu feiern, ohne ja an eine kulturelle Ghettoisierung, wie die ja von den Lützeburger ranzufeiern oder von denen die Lützeburger schwätzen. Wir sollen also nicht das wirtschaftliche Development koppeln von der Diskussion als kulturelle Existenz.
Wir wollen noch nicht, dass viele Leute hier am Land sich immer mehr zu friemen am eigenen Land fühlen, wie das ist an den Geschäften, an den Kliniken. Es geht nicht nur um ein Croissant, s'il vous plaît, wie Vierredner gesagt wird. Es geht auch darum, schon Highway, Herr Doktor, schon Favor und so weiter. Wir wissen, wie dramatisch die Sache können sein. Und das ist eine Selbstverständlichkeit an alle Länder der Welt, dass die Leute hier schaffen kommen und sie sind als willkommen, wir brauchen sie brauchen Eis, dass die aber hinkommen und der Vormachen, wie die Spruch vom Land zu lehren, und das als Lützeburg. Es geht, es ist nicht schwer. Ich will nicht aus meiner Lebensgeschichte erzählen, mit ihr wisst, war schon länger Griechenland gelebt, wo ganz viele Albaner, viele Chinesen schaffen, alle haben sie Griechisch geschwärt, allerdings Spruch, die weit mehr schwer als wie Lützeburg. Es ist auch nicht gut, wenn wir an Situationen kommen, wo wir aufhängen, Ranküne gegen den einen zu holen. Die Lützeburg als Exklusionsspruch können bezeichnen. Wie kann ein Spruch am eigenen Land jemals ein Exklusionsspruch sein? Als Französisch auf Frankreich ein Exklusionsspruch, als Deutsch an Deutschland ein Exklusionsspruch, als Lützeburg zu Lützeburg ein Exklusionsspruch. Es kann nicht sein. Es kann aber nicht sein, dass Leute, die mit anderen Sprachen als konfrontieren, hier Spruch zu einem Exklusionsspruch machen, für die Leute, die hier abgewusst sind und hier wohnen. Für uns ist ganz klar. Als RDR wird mir Lützeburg systematisch privilegieren. Nicht nur am Schulwesen, nicht nur am Sprachenunterricht, nicht nur als Integrationsspruch, mehr an allem, was dazu beiträgt, für diese Gesellschaft hier Identität zu erhalten und hier Zukunft zu sichern. Das geht hin bis zum Nationalitätengesetz, wo wir auch konsequent auf ein hohes Sprachenniveau halten, am Interesse von unserem Land, auf unserer Zukunft. Wir hören keine Position gegen Französisch als Spruch. Wir haben ja gerade gesagt, dass das ein wichtiger Teil von unserem Heritage ist, eine Obligation aus unserer Geografie. Wir sind eine Partei, die Französisch und Deutsch konsequent vertritt, denn wir sind Lützeburg. Aber wir wären als gegen die Abfeierung von einer multilingualer Freierziehung. Aus vielen Gründen. Wir hätten gerne Lützeburg Integrationsspruch aus. Wir wollen keine Parallelgesellschaften herausbilden. Wir wollen respektieren, dass die kleinen Kinder nicht dürfen überfordert werden. Weil wir Lützeburger Französisch als griechische Sprachen will abfeiern, was dann nur am Präkurs und am Cycle 1 muss 4 gefeiert gehen. Den diskriminiert gegen andere Kinder aus der Immigration. Die stellt die kleinen Deutschen, die kleinen Slowenen, die kleinen Russen und die kleinen Chinesen für die Herausforderungen gleich mit 2 Fremdsprachen konfrontiert zu sehen, am Platz mit enger, was schon ein Defi ist, muss in eins zu gehen, und das ist eben die Lützeburger Spruch, den aber essentiell braucht, wenn man Zukunft hier in diesem Land braucht. Es ist auch keine Logik dran, wenn ihr seht, viele Kinder, und das ist eine Tatsache, die ihre schulische Parcours nicht können optimal hier im Land gestalten, weil hier Deutsch nicht gut genug ist. Weil das eben auch, weil sie eben aus einem romanisch-sprachischen Background kommen, und dann hier kommen an ihrem Curriculum DAX Probleme am Deutschen haben, und dann aus Stanford von dieser Regierung, ja, da müssen sie Französisch an der Schule schon ganz frei lehren. Das ist auch nicht die Logik, die wir uns vorstellen. Wir denken, wer Lützeburg lehrt, auch gut lehrt, den hat er nur auch mehr Leichtigkeiten für am Deutschen führen zu kommen, genauso wie wir uns an derselben Logik wäre gegen die Alphabetisierung auf französischen Kollegen der LASAP hören, den echt aber in die Richtung schenkt zu denken. Dabei könnte die soziologische Dimension, die Verunsicherung, ich meine, Kollegin in der CSV hat das auch schon angeschwärzt, die Verunsicherung den Älteren, die Schwachwillen hören, zu dem wir als absolut bekennen. Das können daheim von ihren eigenen Eltern dazu gehen, das soll möglich gemacht gehen, das soll gefördert gehen. Auch wenn wir wissen, dass eben auf viele Situationen kann nicht mehr genug, nicht mehr frei genug Schwätze lehren bei dem Elternhaus, weil du käme daheim aus, weil die zwei müssen schaffen gehen, kann eins der Vernachlässigungssituation darauf. Aber wenn dezidiert daheim bei seinem zu bleiben, da will ich mir das fördern. Und das nicht wie die Leute verunsichern, dadurch, dass sie das Gefühl kriegen, dass dadurch hier Kinder benötigt werden an einem Schulunterricht, weil an einer Kreche oder an einem Präkurs sprachlich mehr gegen Gebäude, wie die Leute vielleicht können bieten, noch wenn sie sich gegen Druck gehen. Auch das, also wie die mir nicht wollen mitgehen, und das gilt doch für dares Mama, wo vielleicht ähnlich Frohen sich stellen. Wir wollen auch ganz klar, weil der Herr Minister das gesagt hat, aus einem Zeitungsartikel von heute, so, dass man muss dann auf Rekrutimentsprozedure beim Staat auch durchgehen. Ich will heute nachher betonen, dass der DDR sich ganz klar zu einer Lützeburger sprachischer Fonction publique hier im Land bekennt. Lützeburger sprachisch an zwar Richtung immer mehr ausbauen, das bedingt Sprachkenntnisse beim hohen Niveau, neben Deutsch und Französisch als Verwaltungssprachen, aber Fonction publique als für uns Lützeburger sprachisch. Dann erst gesucht gehen, weil das wird dann immer dramatisiert, von mir dazu können, wir wären da nicht flexibel. Wir sind nicht kein pragmatisch Flexibilitätsmodell. Wenn irgendwo Kanto will sagen, seiner Mammespruch schwätzen, wenn dann Crash kennt, weil sich damit sicher viel für wird nicht.
wann ein Lied auf Französisch gesungen wird, auf Deutsch oder auf Spanisch, ja, für was nicht. Mit das ist aber etwas ganz ernst. Wir wollen hinzugehen an über eine systematische Veränderung von unserem Schulsystem oder unserem formalen oder nonformalen Bildungssystem, ob eine Gesellschaftsveränderung hinwirken. Und das ist eben das, wo wir müssen uns vorstellen, ob das nicht die Absicht ist, die Politik hier verfolgt. Ich gesehen, Herr Präsident, ihr immer gesagt, dass ich muss zum Ende kommen. Wir müssen mich mit engem Satz abhalten. Das für uns eng zentral froh als ADR, dat man endlich hier am Land, ich muss so endlich, ich will keine Regierung aus ihrer Verantwortung rausholen, die bis hier war, dat man endlich muss hingehen an der Courage schon eng systematisch Integrationspolitik zu betreiben, eng die etwas von den Leuten fordert. Weil wenn wir das nicht machen, da sind wir einfach um beste Weg für Lützeburg de Pessimisten zu überlassen, als Zukunft Lützeburg an als Land de Pessimisten zu überlassen, an denen Recht zu gehen, die zu so, dass wir umgang sind, als Zukunft selber zu begrüben.